Jeder scheißt nochmal, jeder rülpst nochmal. Ja, ich muss echt kurz aufhören. Ich kenne euch doch. Ja. Jetzt fühle ich mich unter Druck. Sobald ich gesagt habe, ich muss aufstoßen, ging es nicht mehr. Schade. Ich habe gerade gar nichts auf Lager. Schade. Das ist wirklich schade. Naja. Gut. Dann starten wir jetzt hier also mit sehr schlechter Stimmung. Diese Folge. Echt so. Denn, Okay. wie jeder weiß, ein Schorz heizt den Raum und hebt die Stimmung. Richtig cool. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Folge 35 vom Wellensittich Stammtisch. Wir sind so froh, dass ihr da seid. Wer sind wir, fragt ihr euch. Auf meiner Linken, warte mal, ich bin in der Mitte, zu meiner Linken ist meine sehr gute Freundin Verena. Servus. Und auf meiner rechten Seite meine andere sehr gute Freundin Anja. Aber Ehre. Und in der Mitte diese wunderschöne Engelsstimme, die regelmäßig mit meiner verglichen wird, was uns ein bisschen traurig macht. Danke Spotify, dass du uns immer vertauscht in die Kapitel. Wir klingen natürlich sehr individuell. So. Ist die Alpha-Frau Nasenring Sabine. Ich bin's. Servus. Schön, dass du da bist, Sabine. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr uns auch an diesem Donnerstag euren Gehörgang schenkt. Wir sind da so gern drin. Das gefällt uns so gut. Wir wischen mal wieder durch. Ja. Na, so ein Witz. Ich hab heute einen BH an, heute wird überhaupt nichts durchgewischt. Und wer die Anspielung nicht versteht, der sollte mal Folge 12 oder 13 nochmal hören. War das nur? Ich weiß nicht. Das war Gold, ja. Ja. Die Busenfolge. Die lange Busenfolge. Ja. Ja. Ja, das war schön. Meine Lieben, wir haben jetzt immer über das Mittelalter geredet. Deswegen da ich gern als kleinen lockeren Einstieg hier euch ein bisschen Mittelalter-Beleidigungen ranlassen. Aha. Es geht ganz einfach los. Was ist ein Dirnenspross? Na, Hurensohn. Ja. Ey, wie redst denn du Schandmaul? Ich habe das Gefühl, wir spielen gegeneinander. Also ich will jetzt auch gewinnen. Ich will Okay. Ach so, okay. Okay. Ich hab nicht gewusst, der Quiz Okay. dass so und tief ich will ist. gewinnen. Das nächste ist nicht so einfach. Der Brunsprophet. Schwangerschaftstest. Meinst du, die haben im Mittelalter auch schon auf der Stammerl brunst? Na, aber man kann schon seit immer am Urin erkennen, ob eine Frau schwanger ist oder nicht. Aber es ist keine Beleidigung, ist mir eingefallen. Liebe Frau, die ihr aktuell plant, ein Kind zu kriegen, kann sie bitte jetzt nur noch sagen, dass sie einen Brunsprophet braucht, um zu schauen, ob es mal geworden ist. Der Brunsprophet hat gesagt. Ja. Schlimm. Freddy, was ist dein Tipp? Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich löse auf. Es ist, ich zitiere, ein Wahrsager, dessen Weisheiten so wertvoll sind wie das, was er in den Nachttopf lässt. Okay, na gut, ja. Scheinend war das früher ein Ding mit Wahrsagern. Naja, wir bleiben im Pipi-Kaka-Humor. Mein Lieblingshumor. Also, Was ist denn ein ja. Was ist denn ein Furzklemmer? Das Auf jeden Fall niemand Gegenteil, für uns. das Gegenteil von einer Schorzdrumme. Also jemand, der sich jeden Schorz Verdruckt meint. Ja. Ja, aber warum war das dann eine Beleidigung? Ich wollte auch sagen, ist das beleidigend?
Naja, wie wir schon geklärt haben, schon seit in der Ach so, Harmonie ja. die Stimmung ist es schon ein bisschen Ja. beleidigend, wenn man es nicht Ja. für sich behält. Also man merkt schon, das ist eine ungute Person. Die haben das früher tatsächlich gesagt zu einer geizigen Person, Aha, dass ihr das jetzt wisst. okay. Ja, das ist ja die Verena. Ich bin Das war ja geizig. Verena früher. Na, du Ja, hast uns mit nie an 14. deine Shares teilhaben lassen. Ich hab's immer mit euch teilt, ihr habt das noch nicht gemerkt. Ich hab nichts dafür. Oh Gott. Still und heimlich. Hm. Okay. Ich habe nur einen, habe ich noch. Und zwar, was ist denn ein Arschmonarch? Ein Arschmonarch. Also wir alle drei sind auf jeden Fall Arschmonarchinnen, weil unsere Schwungscheiben königlich. Aber ein Arschmonarch. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, in der Unterhaltungsbranche gibt's auf jeden Fall Arschmonarchen. Und zwar ist es jemand, der über nichts herrscht, aber so tut, als gehöre ihm die Welt. Das ist gut. Da fällt mir gar keiner ein irgendwie. Ich habe das ganze Wissen aus dem Buch Haltet euer Schandmaul. Nur, dass ihr es wisst. Okay, hab nicht gewusst, dass du solche Bücher hast. Nein, ich mach's wie im Studium. Da wird sich hier kein Buch eingezogen, sondern nur Ausschnitte daraus. Daher, Keine. naja, gern geschehen. Vielen Dank für diesen Ausflug ins Mittelalter. Danke. Ja, sehr, sehr gern. Der war Wir müssen natürlich auch wieder kurz updaten. Daher, was war los? Vreni, was war los bei dir? Bei mir, was war los? Bei mir, was war los? Liebe Grundschulkinder, falls ihr jetzt mal gefragt habt, wie man Satzglieder umstellen kann, so zum Beispiel. Ich bin gerade ein kleiner Bauer. Meine Eltern, die Senioren sind im Urlaub. Deswegen werden hier ein bisschen Kalbe gefordert, ein bisschen Hoftrag gefahren, Schön. ein bisschen zusammengeholfen wird hier, damit die Tiere Das nicht liebe ich. verhungern und die wenigen Tage überstehen, bis die Eltern wieder Verantwortung übernehmen können. Sehr gut. Ja. Fleißig. Wie ist das kleine Bauerleben? Also bis jetzt habe ich erst einmal Zeit hinter mir. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon fast fertig damit. Vielleicht müssen wir nächste Woche nochmal fragen. Wir fragen die nächste Machen Woche. Ja. Gut. Ja, ansonsten habe ich sehr mein Leben hinterfragt, insbesondere meine Teilnahme an diesem Podcast habe ich hinterfragt. Was? Oh nein. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, weil War jemand vor Angst? kommentiert hat, dass mein Mikro gar nicht geht. Und jetzt weiß ich Aber es nicht, geht doch. ob ich hier weiter dabei sein kann oder ob ich aussteige. Das hat mich noch recht beschäftigt. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Naja, das Mikro, das du hast, ist weltweiter Marktführer bei Podcasts. Ja, dann hat wahrscheinlich die Person im Internet recht. Ja, das denke ich mir halt auch. Ja, da müssen wir noch schauen, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Ansonsten ab nächste Woche Wellensittich Stammtisch ohnehin. Generell haben Leute im Internet recht, finde ich. Wir haben nämlich noch ein schönes Feedback gekriegt, das müssen wir eigentlich schon noch vorlesen. Ne? Wir sind nämlich jetzt halt auch eine Partnervermittlung mit Herz, nämlich. Wir haben das letzte Mal, haben wir euch ja vom Rainer erzählt. Wer jetzt nicht weiß, um was das geht, hört doch mal die letzte Folge zuerst. Und der Rainer hat uns ja ganz viele Liebesbriefe geschrieben. Der ist ja nur begeistert von uns. Ja, das ist eine Und Maus. er hat jetzt eine potenzielle Partnerin gefunden und wir sind jetzt dabei, die zu vermitteln. Vielleicht wird's was. Wir sind auf jeden Fall aufgeregt. Denn die Andrea hat geschrieben, dass sie den Rainer sympathisch findet, weil die drei umsonst sind. Also wir sind anscheinend nicht einmal billig für die Andrea, wir sind umsonst. Natürlich. Das ist natürlich hart. Ist noch eins drüber. Und dass wir strohdumm wirken. Ja. Wirken, Anja, wirken. Nicht san, wirken. Ja, So ein aber Unterschied. umsonst sind wir. Ja, das Also schon. das Das ist schon. auf jeden Fall, das Ja. stimmt. Naja. Ja. Ja.
Dieser Podcast ist ja nicht gebührenpflichtig, sondern umsonst. Also auf eine Art hat schon recht. Sie hat recht, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann drunter geschrieben, dass sie sich an Rainer schnappen soll und dass einer Unfreundlichkeit und Verbitterung auf jeden Fall zusammenpassen darf. Ja. Und jetzt sind wir ganz aufgeregt, ob es was wird mit der Andrea und mit dem Rainer. Ein sogenanntes Match made in heaven, wie der Onkel Schorz Ja, gesagt total. hat. Ja. Ja. Vielleicht können die Wellensittiche jetzt einmal in die Kommentare die Daumen, die Flügel drücken. Bitte. Für den Rainer und für den Andrea. Ja. Das ist was wert. Die können sie dann auch immer treffen und können unsere Clips anschauen und haten zusammen. Weil Hass verbindet ja mehr als Liebe. So. Find cute Date Idea, kannst nix sagen. Ja. Aber, also, eine Sache wollen wir dann schon, wenn ihr heiratet, Rainer, Andrea, wir wollen eingeladen werden, Ja. gell? Also, Ja. das wohl das Mindeste. Und ich möchte noch dazu sagen, dass also die Vermittlung, die ist schon gebührenpflichtig. Da darf man dann eine Rechnung Oh ja. schreiben. Genau. Ja, gut. Es ist so schön. Na, aber an dieser Stelle müssen wir uns natürlich, wie fast in jeder Folge, auch noch bedanken, weil ihr, liebe Wellensittiche, die ja wirklich unseren Podcast herz, ihr und nicht nur irgendwelche Internet-Apps seid, die nur die Clips sehen und da einen Frust rauslassen müssen. Ihr habt uns ja wieder die liebsten Nachrichten geschickt. Vielen lieben Dank. Und ihr schreibt ja immer so Romane und wir freuen uns darüber. Es ist Ja. wirklich sehr, sehr lieb. Und ja, es fließt regelmäßig das ein oder andere Tränchen. Und es freut uns einfach, dass ihr das so feiert und euch das so gut tut. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Das ist die Liebesgeschichte zwischen Rainer und Andrea, die hat mich aufgewirbelt. Und, Ja. auch ein bisschen sexuell. Und Kann man ganz klar Fair. denken. Fair. Aber es ist daher macht's gern weiter. Es freut uns sehr. ja. Und Danke. jetzt an dieser Stelle, wir sagen es normalerweise am Ende, aber lasst uns doch gern 5-Sterne-Bewertungen da, weil die schmecken uns. Wie schmecken uns die? So gut schmecken uns die. Fein. Alternativ könnt ihr uns auch in Kommentare so ein Foto von der Wellensittich vor der Verpackung schicken, weil das hat mir nämlich zlinkt, da wir sehr lachen müssen. Die Kerntel haben mir auch sehr gut geschmeckt. Ja. Danke dafür. Ja, meine Lieben, ich hab mir gedacht, Willst du neben mir auch noch fragen, was bei mir los war? Oder soll ich die fragen, was bei dir los war? Oder haben wir das jetzt einfach... Ah, Es langt, wenn die Leute wissen, was bei mir los war. Mehr muss nicht sein. passt. Okay. irgendeiner hat uns auch eine Nachricht geschrieben von wegen, ja, darf ich mal Kritik an der Anja ausüben? Es soll kein Shitstorm sein, aber nur persönliche Meinung, bla bla, irgendwas sowas. Und dann Andreas und ich das so angeschaut und ich hab ihn so angeklickt und hab gesagt, er folgt nur der Verena, und dann haben wir beschlossen, dass das der Verena ihr Problem ist. Nicht unseres. Oh, ich werde diese Nachrichtenanfrage ignorieren. LG. Wer übrigens noch gelegentlich eine Nachrichtenanfrage ignoriert, liebe Wellensittiche, das ist Stress, weil die nämlich jede Nachrichtenanfrage aufmacht, liest und nicht zurückschreibt. Und irgendwann, ein paar Wochen später, gehe ich dann mal das Postfach durch und denke mir, wow, fuck, da sind so viele Nachrichten drin, wo kein Mensch zurückgeschrieben hat. Also falls euch dann mal viele, viele Tage später jemand antwortet, dann war es ich. Und falls irgendeine Nachricht durchgerutscht ist, dann nur, weil Dres jedes Mal draufklickt und nie antwortet. Nie! Und so schnell wie sie draufklickt, kann aber niemand vorher draufklicken. Es geht nicht. Das stimmt. Es ist sehr oft so, dass ich auf die Nacht im Bett liege und man denkt, ach, man kann ja eigentlich schauen, was beim Wellensittich-Stammtisch gibt. Dann schauen wir alle Anfragen ab und dann schlafe ich. Das ist Ich eine setze mir seit Wochen auf, aber jetzt endlich ist mir mal während der Aufnahme eingefallen. Das Ja, ist aber so kann man ihrer jetzt besser sein, wenn sie euch zum Nein, Einschlafen wirklich einfach braucht. Ich finde Wirklich nicht. Also, Nein.
Manchmal schreibe ich auch zurück und manchmal setze ich die Nachrichten auch auf ungelesen, weil man denkt, das kann Verena dann machen. Und ich möchte hier nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich ab und zu schaue ja eine. Alter. Und es ist schon komisch, wenn ihr dann das Profil schreibt, ja, darf ich mal Kritik an der Anja üben. Das üben übrigens. Das finde ich eh immer geil. Weil man da dann denkt, denkst du, dass ihm das nicht vielleicht alles gehört? Oder dass nicht vielleicht also dass Dres und ich da dicht halten und das dann der Anja nicht sagen. Hä? Das check ich auch immer nicht. Ja. Das ist hier Durchlaufverkehr. Es ist wurscht, wem von uns 3 ihr schreibt, es ist eins. Ja, es ist wurscht. Ja. Ob das eine anzügliche Nachricht ist, ob das eine gemeine Nachricht ist es egal. Es ist wurscht. Ob das was Lustiges ist, es erreicht die jeweils anderen. Ja. Außer es ist was Freches. Da habe ich nämlich dann auch schon mal einfach Das löscht. die Nachricht gelöscht, weil man gedacht habe, das braucht die andere Person gar nicht lesen. Da möchte ich nicht, dass er einen Kopf damit vollkriegt. Oha. Ja, nichts Schlimmes, aber teilweise auch sehr unlustige Sachen oder so. Und dann denken wir, bei Anja Bavaria blockiere ich ja Leute, die nicht einmal mich beleidigt haben, nur weil man denkt, ich mag die nie wieder sehen. Keine. Einfach nur so Profile, die irgendwie so verbittert wirken und nur Hass in die Welt tragen wollen, die irgendwo bei wem anders kommentieren, dann denke ich mir so, oh nein, ich mag nie wieder was von dir lesen. Das verstehe ich sehr gut. Liebe Wellensittich, hat eigentlich schon jemand gemerkt, dass ich beim Friseur war? Wenn nicht, traurig. Also Schade. es läuft ja jetzt hier mindestens schon eine Viertelstunde und hat mich schon jemand gefragt, ob ich beim Friseur war in die Kommentare. Ich hoff's mal. Sonst jetzt Gut schnell. schaut's aus. Ich wollte dich mal fragen, Anja, was du eigentlich der Woche erlebt hast. Ich war beim Friseur. Krass. Okay. Ich hab den Fehler gemacht und wollte meine Followerinnen und Follower einbeziehen in die schwierige Entscheidung, ob ich Blondie bleibe oder wieder braun werde. Und dann haben halt irgendwie 800 Leute abgestimmt oder so, als ich dann mal geschaut habe. Und es war dann 50-50 gestanden. Ich habe mir gedacht, möchtet ihr mich echt verarschen? Das ist eine schwierige Entscheidung und ihr seid keine Hilfe. Aber dann nach ein paar Stunden war braun vorn und ich hatte tatsächlich im Kopf, dass ich wieder braun sein will und eigentlich wollte ich nur Bestätigung dafür. Also danke, dass ihr mich bestätigt habt, das habe ich erlebt. Ansonsten war ich am Montag in Hausen, wer kennt's nicht? Ja, klar. Die haben Landjugendfest gehabt und da war ich im Beichtstuhl, also mit BR Puls als Moderatorin. Und haben da ein paar lustige Geschichten abgedreht mit der Landjugend und mit der Saustallmusi und die Hundsgrippe. 2 bayerische Bands. Das war recht lustig, da dürft ihr euch freuen auf die Videos. Ich glaube, ein paar sind schon draußen. Und am Dienstag war ich auf dem Tegernseer Seefest. Nochmal vielen Dank für die Einladung an Tegernsee. Das hat mich sehr gefreut. Da waren wir auf der Ehrengastterrasse, die Antonia, meine andere Tourbegleitung und ich, und haben uns natürlich ehrenvoll an eine gestellt. Ja. Das war ja nur schön. War ja nur ein Traumtag. Da haben wir sehr schöne Videos gekriegt. Ja. Da habt mich ihr sehr gefreut. schöne Videos gekriegt, ja. Ja. Inbrünstig wurde wieder gesungen für euch. Okay. Wolfgang Petris Best of. Und am Freitag hatte ich noch einen Auftritt in Thüringen beim Biergartenfestival. Und ich glaube, das war's dann auch. Das war alles, was ich erlebt habe. Was hast denn du erlebt, Res? So weiß ich nicht. Sabine. Entschuldigung, Sabine. Danke. Früher haben wir auch schon wieder Sabrina geschrieben und Ja. so. Also du kriegst Ja. so viele Namen, es hört nicht auf. Es hört wirklich nicht auf. Eine Frau mit vielen Gesichtern bin ich ja, so facettenreich. Ich habe jetzt die Woche die ersten Tomaten geerntet von meinem Balkon. Hört Die mal. allererste hat meine Mama gekriegt, weil die ja im Krankenhaus war. Mahlzeit. Da ist er endlich. Ein Bäumchen. Ihr habt jetzt so lange auf meinen Rücken geklopft, liebe Wellensittiche. Danke.
Na, Schwierig. na. Okay, die erste Tomaten. Wie hat's dir geschmeckt? Wie gesagt, die erste Tomaten hat meine Mama gekriegt, die habe ich ins Krankenhaus mitgebracht, damit sie etwas Feines bekommen kann. Sie hat ihr sehr gut geschmeckt und am nächsten Tag war dann noch eine Reifen, die habe ich probiert und sie war muy delicioso, kannst nichts sagen. Es hat also anscheinend geholfen. Die gute Zusprache und die Liebe. Du musst auf jeden Fall welche mitnehmen. Ja. Ja. Mei, das ist voll die gute Idee, ja. Wie geht's deiner Mama? Besser, meine Mama ist aus dem Krankenhaus draußen, schön. sie ist frei und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass es bergauf geht. Sie hat gesagt, sie tragt aktuell noch einen Gips, aber schauen wir mal. Hoffentlich nicht mehr allzu lange. Liebe Grüße. Liebe Dankeschön. Grüße. Achso, na, sie hört ja, ich muss nicht ausrichten. Mama, hallo. Hallo, wir denken an dich. Ausgerichtet. Liebe Grüße. Und dann habe ich noch einen kleinen Gin. Hast du noch Husten eigentlich, Anja? Oh nein, ich hab keine Lust mehr, danke der Nachfrage. Na, ja. Ja. Oh, der Späti. Puh. Ja, das habe ich jetzt davon, weißt du, da saufe ich einmal nicht und dann gibt mein Körper nicht mehr klar. Schon. Oh, Ich erzähl einfach weiter, wir Ja. machen eine Spur dann einfach, solange ich rede, dann kannst du jetzt rülpsen, so viel du willst. Und ich erzähl von meinem Gin-Unfall, den ich hatte. Oh ja. Schöner jetzt Unfall. wird du wahrscheinlich im Video gleich sehen, wie ich so die ganze Zeit am Bein hebe. Immer so. Sie meint, sie hebt ihren Arsch so auf, weil es scheißt. Sie pisst nicht mit einem Bein hoch. Sie meint, scheißt. Nur um das klarzustellen. Ah, Oh, na, Das schön. hat Verena mal gemacht, das hat mich fertig gemacht. So hab ich in meinen Arsch gehoben. Doch, als wir gemeinsam auf der Couch waren. Weil du mit Absicht wieder lassen hast. Oh, das war diese schöne kann man nicht vorstellen. Das muss wer anders gewesen sein. Nee. Ich hab, also, ihr könnt's mir auch sagen, wenn ihr meine Geschichten so langweilig weil ich muss nicht erzählen. Also, ich verstehe den Wink mit dem Zaunfall jetzt. Du wolltest mich erst schon gar nicht fragen und jetzt lass mich nicht weiterreden. Wir müssen das auch nicht erzählen. Naja, Ja. Strohdumm sagen sie ja. Jetzt erzähl weiter das. Es tut mir leid, ich habe so einen Es- Fäkalhumor, ihr wisst es, ich kann nichts Ja. dafür. Ihr macht's mir einfach stark und du redest weiter, bitte. Okay. Okay. Ich habe einen Gin-Cocktail-Unfall gehabt. Es hat nämlich auf dem Geburtstag, auf dem ich war jetzt, einen Cocktail gegeben mit Gin und Chartreuse. Ich weiß nicht, was das ist. Und irgendeinem Kirschlikör. Und ich hasse ja Gin. Beide Wellensittich Ultras wissen's bereits. Und ich wollte aber dem Geburtstagskind eine Freude machen, weil sonst niemand stark am Glas war. Dann habe ich gedacht, na gut, einer muss. Und dann war es halt ich. Und dann habe ich mir 3 von diesen Last Word heißt der Cocktail übrigens. Der ist aus den 1910er Jahre. Geil. Auch nur Okay. ein kleiner Wissenschaftseinwurf an der Stelle. Kommt aus der Zeit der Prohibition. Und er ist so stark. Mir ist gar nicht gut gegangen. Mir ist nach dem ersten schon nicht gut gegangen. Und dann hat das Geburtstagskind aber gesagt, magst du noch einen? Weil ich mach mir noch einen. Und ich dachte, ja, scheiße. Ja, freilich. Voll gern. Dann habe ich noch einen zweiten getrunken. Und dann, Limettensaft kommt noch eine. Und dann Wie hab hat er ich- geschmeckt? Ja, furchtbar. So wie Chlorreiniger, aber mit dieser Gin-Wacholder-Noten noch dazu. Zitronen-Chlorreiniger mit Wacholder. Ganz toll. Ja. Und dann habe ich mich nur zu einem dritten überreden lassen und dann hat mich mein Papa heimgefahren. Du hast uns vorher nur ein Beutel geschickt, mit dass du abgeholt werden willst. Ja, aber ihr habt's mich nicht abgeholt, also hat mein Papa mich heimgefahren. Da gab's einen Es war kleinen Hübinale. Beinspitz am Nachmittag. Ja, wirklich. Ich hab deinen Rausch geliebt, du hast schöne Nachrichten Ja. nur geschickt. Ja. Danke. Ich habe alles gegeben. Das war sehr schön. Ich habe übrigens letzte Woche beim Beichtstuhl-Dreh von einer Redakteurin gelernt, was das, was du vorhin gesagt hast, ist Chartreuse oder so. Ja. Das ist ein Asbach. Also das, was ein Asbach ist. Aha. Quelle Theresa vom Beichtstuhl. Also wenn es jetzt falsch ist, dann ich sag's nur. Dann meldet euch dort und nicht bei uns. Grüße. Ja, da kommen wir zum heiligen Folgenthema.
liebe Wellensittiche, und zwar habe ich mir gedacht, das Folgenthema heißt das Letzte. Und ganz im Zeichen unserer Hater. Wir haben echt wenig Hater, wir brauchen aber mehrere. Es ist schon sehr unterhaltsam, wenn man das vorliest. Be careful what you wish for. Ja, nein. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe quasi die Überschrift gewählt, wir sind das Letzte. Zwinker, zwunker. Jetzt kämen diese letzten Fragen. Und zwar, was war euer letzter Kindereinkauf? Also, Dress hat das letzte Mal schon erklärt, wenn man quasi am 10-Jährigen 20 Euro geben darf, was der sich dann kaufen darf. Was war das bei dir, Vreni? Ich kann mich gar nicht so gut erinnern an den letzten Kindereinkauf, ehrlich gesagt. Weil ich ja die Person bin, die noch 2 Äpfel mit aufs Bandel legt, damit es nicht so schlimm ausschaut. Aber wenn man jetzt die 2 Äpfel mal weglässt, Ja. Ja. Genau, die Dann- lassen wir schon weg. lag da eine Tiefkühlpizza, ein Bagel Chips. Welche? Welche? Also welche Sorten? Ja, nicht welche Marken, aber welche Sorten? Tonno. Tonno Tiefkühlpizza, ein Bagel Kichererbsenchips, Geschmacksrichtung. Oriental. Ah, ja. 10er dagegen, dass das ein 10-Jähriger haben will. Ja, das ist ja das mit meinen Kindereinkäufen. Dann diese gefrorenen Früchte mit Schokolade drumherum. Oh, geil. Da kann man sich schon mal hin und wieder ein paar einstellen. Und Gummibärl, so richtig bunte mit giftigen Farben, wo man vorher schon weiß, dass das eher giftig ist als gut für einen. Ja. Ja. Und was ich die größte Frechheit finde, ist, dass bei dieser Marke steht auf die Backel immer. Nicht nur, dass die Backel immer kleiner werden, nein, da steht auch noch drauf, zum Ja. Teilen. Und ich denke mir, Freund, du sagst mir nicht, dass ich meine Gummibärl teile. Mach ich nicht. Du deine Bratzen aus meine Gummibärchen. Aber so dermaßen. Die haben wir selber gekauft, von meinem Erwachsenengeld. Wer ja So. selber essen. Ja. Ja. Ja, das ist so mein Kindereinkauf in der Regel. Was war dein letzter lieb ich. Kindereinkauf, Reis? Ich weiß nicht, wie du meinst. Reis, habe ich gesagt. Achso, Entschuldigung. Was war dein letzter Kindereinkauf, Sabine? Es ist so unlustig. Es ist so schlimm. Sehr gern erzähle ich von meinem letzten Kindereinkauf. Den habe ich erst gestern gemacht. Das war ein Backel von diesen scharfen Nudeln. Weil ja, das werden sie Kinder kaufen. Das ist gerade so ein TikTok-Hype-Dings. So, genau. Ein Backel von diesen scharfen Nudeln. Dann so Algenchips, Spicy Chili und Kauft jedes Kind. Also jedes. was wart ihr für Kinder? Kichererbsenchips, Algenchips, ja freilich. dann noch einen Schmusee. Und zwar hier, ich glaube, Maracuja Orange oder so. Und einen Almdudler. Okay. Ja. Naja. Du hast nach dem letzten gefragt, nicht nach dem, der krasseste Kindereinkauf war. Das war der letzte. Es tut mir leid. Fühlst du dich eigentlich vom Almdudler provoziert, Anja? Ja. Schon. Also, ich habe nicht mehr dazu zu sagen. Passt. Aber danke, dass mir endlich mal jemand fragt. Und das war für einen Almdudler. Und dann fliegt noch eine Faust. Okay. Anja, was war denn dein letzter Kindereinkauf? Was hast du aufs Bandel gelegt? Ja, es ist ein bisschen ungeil für euch, weil das habe ich euch erzählt, da was passiert ist. Aber ich wollte es von euch wissen, deswegen habe ich euch die Frage gestellt. Nougat-Bits sind eingekauft worden. Also die Frühstücksterrialien, die auf jeden Fall für einen guten Start in den Tag sorgen. Da ist man auf jeden Fall versorgt, nährstofftechnisch. Das stimmt. Kinderpinguin. Ist einfach schön, wenn Geil. es in der Kühlschranktür so chillt. Ja. Und Lachgummis. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass die eine 300 Gramm Packung gehabt haben. Und da muss man sagen, danke an dieser Stelle, weil die anderen haben jetzt ja deutlich weniger. Und verlangen Und da aber das steht auch nicht Gleiche. drauf, dass man es teilen muss. Das weiß ich nicht mehr. Da steht immer Doch, drauf, so ich mit weiß. Vitaminen und so. Und da denke ich mir, aha, ja, deswegen. genau. Die guten Vitamine. Genau. Ja,
Dann, was ist das letzte Lied, das ihr neu entdeckt habt? Was war das bei dir, Vreni? Das war Clash Kaltes Bier von Pizzerra und Jaus. Die neueste Single. Habe ich noch nicht gehört. Kenn ich nicht. Ja, Pizzerra und Jaus liebe ich von den Texten her, weil die sehr mit Worten jonglieren und das mag ich, wenn sowas passiert. Das schätzt du als strohdummer Mensch. Ja, ich wirke gern, also bin's ja nicht. Genau. Aber sonst habe ich auch einen geilen Ohrwurm seit gestern. Denn hier in meinem familiären Umfeld gibt's ein paar 60er-Ultras. Und hier am Tag vor dieser Aufnahme hat 60 gespielt. Und da hörst du nur mehr, wenn's schlecht spielen, dann höre ich immer nur, ach 60 München, wieso bist du so schlecht? Und dann schießen sie eventuell ein Tor und gegen eine Führung, dann hörst du die ganze Zeit nur, oh 60 München, warum bist du so geil? Und 60. So, das ein ganzer Tag. Und von dem Das finde ich aber gemein, dass man das dann singt, wenn es mal nicht so gut sind als Fan. So fies. Okay, das ist doch Ironie pur. Als 60er bist du doch Kummer gewohnt, da brauchst du einen Galgenhumor. So ist das, okay. Ich möchte so gern zu einem 60er-Spiel gehen mit dir. Das würde ich so lieben. Ich mag auch zu einem 60er-Spiel gehen. Bitte, Echt? gehen wir zu dritt zu einem 60er-Spiel. Ja. Ja, also, ja, Auf jeden Fall. ja. Ja? Also ich halte zwar meistens nur eine Halbzeit Fußball aus, aber die da die genießen. gibt Und ein vielleicht Bier. habe ich bis dahin einen Rausch und dann kann ich bei der zweiten vielleicht schon einmal aufstehen. Dann schauen wir mal. Suchen wir uns vielleicht einen Gegner, wo es kein Leichtbier geben muss, aus Deeskalationsgründen, sondern es Gescheite gibt. Was? Ja, manchmal gibt's nur Leichtbier im Stadion, wenn so. Na echt? Ja, Das habe ich nicht gewusst. Ist das wirklich so? Manchmal gibt's auch nur alkoholfreies, ja. ja. Je nachdem, Na. wie groß die Eskalationsstufe zwischen den zwei Mannschaften ist. Nein, das ist ja krass. Ja. Ist es peinlich, dass man, sorry, aber es sind ja wahrscheinlich zum Großteil Männer, dass man denen dann vorschreiben muss, was die trinken dürfen, weil sie sie nicht im Griff haben. Ja, Männer immer so Mein emotional. Besonders im Fußball. Ja, Fußballkindergarten. Ja. Ja, Schön. ja, Ach krass, das habe ich gar nicht gewusst. Ist das lustig? so nämlich. Also das zu meinen Songs. Welche Fußballhymnen kennt ihr auswendig? Das interessiert mich. Von welchen Vereinen kennt ihr die Hymnen? Ja, natürlich von FC Bayern. Ja. Die Audi und die Neue. Was ist die Also Eure und die nein, Neue? nein ist relativ. Die Eudi ist mein Lieblingslied gewesen als Kind. FC Bayern, forever number one. Das kenne ich nicht. Kenn ich gar Okay. nicht. Ja, und jetzt ist halt Stern des Südens. Ja gut, das ist ja schon ewig. kennt man, ja. Okay. Okay. Ja, ich kann einen Löwen-Party-Mix auswendig. Der dauert 20 Minuten. Und da sind alle Löwen-Songs drauf, die man kennen muss. Echt, oder? Wir sind stark wie noch nie. Ah, doch, Stark den kenn ich wie schon, noch ja. nie. Wir haben das ist ein Banger. Löwen-Power. Uns Ja, zwingt doch. keiner in die Knie. Oh. Doch, Ich doch. lieb das, das Finde ich ist so gut, süß. das Lied. Also ich bin zwar eher FC Bayern-Fan, aber das muss man anerkennen. 57, 58, 59, 60. Okay, ja, fress was bei Ja. dir. Ja, ich habe so seltsames Fußballwissen. Ich kann natürlich die Hymne vom FC Bayern, ich kann die Hymne von dem Dorf, wo ich herkomme, und ich kann die Hymne von Arminia Bielefeld und vom Osnabrücker Fußballverein. Stimmt auch. Warum? Welche Müssen wir willst du gehen erst? sollen. Aber stimmt trotzdem auch. Ja, welche willst du als erst? Osnabrück. Unter 7 Sekunden, sonst müssen wir gehen. Unter 7 Sekunden. Nein, ich stimme das jetzt nicht an. Das machen wir nicht. Ich stimme es nicht an. Aber ja, es sind Okay. beides Banger. Aber die von Arminia Bielefeld gefällt mir noch besser. Die ist richtig schön. Die kenne ich nur Aber wegen woher am- kannst du die? Achtung, aufgepasst. Die kenne ich nur wegen am Casper. Der Casper kommt ja aus Bielefeld, beziehungsweise ist in Bielefeld groß geworden und ist großer Fußballfan. Und sein Traum war immer einmal auf der Alm zum Spielen, so heißt das Stadion in Bielefeld, wo Arminia immer spielt. Ah, Und okay. das hat er jetzt als so inoffiziellen Abschluss seiner Karriere gemacht vor 2 Jahren. Und dann hat er halt gesagt, es war auch schön, wenn wir einmal kurz die Hymne singen könnten. Und dann hat das ganze Stadion die Hymne gesungen. Es war, cool. Es war wundervoll. Ich hab nicht gewarnt, ihr habt's gewarnt. Naja, Ja, bei einer Fußballhymne. Uiuiui. Aber was ist denn das letzte Lied, das du für die neu entdeckt hast, Therese? ja, ich habe jetzt
einen kleinen traurigen Moment gehabt zuletzt an der musikalischen Front. Das sage ich halt schon den ganzen Tag auch in die Sprachnachrichten, die ich euch halt schon geschickt habe. Ich sage die ganze Zeit an der Front. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir Das schon. jetzt nicht, aber danke. Ja, ich weiß euch gerne drauf. Also Auf jeden Fall. in meinem Kopf ist halt nur ein Satz von dir hängen geblieben. Ja, den können wir hier leider nicht zitieren. Schade eigentlich. Die müssen wir piepen. War aber wieder ausfallend. Also wir sagen nicht, um was das ging, aber Dres hat was mit gesagt. Das Könnt jetzt gibt's eure Fantasie freien Lauf lassen. Also, der letzte Song, den ich entdeckt habe, der mir sehr gut gefallen hat, der hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich habe dann recherchiert, von wem der ist. Und dann habe ich festgestellt, dass er von einem KI-Künstler ist. Also, dass das halt kein echtes Liedl, also natürlich ist es ein echtes Liedl, aber es ist nicht von einem Künstler. Und dann habe ich mir gedacht, na, das höre ich mir nicht mehr an, weil ich finde das so schade, wenn so Kunst von KI so kompromittiert wird. Also in allen Bereichen, aber halt auch in der Musik. Das ist einfach nur schade. Es gibt so viele gute Künstler, die schöne Musik machen, die da ja ein Herzblut einstecken. Und ich finde es unfair, einen Prompt in KI zu tippen und sie dann einen Song geben zu lassen und das, ja, damit echte Kunst abzulösen. Das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht. Ja, und das ist ja illegal, wie das Ganze zustande kommt, weil die KI trainiert ja mit echten Songs. Ja. Also ein Freund, der Produzent, hat mir geschrieben, dass er auch da gesehen hat, welche Songs da alles hergenommen werden und es waren irgendwie auch 17 von mir dabei. Und das ist schon krass, weil da wärst du nicht gefragt. Und tatsächlich ist jetzt auch die GEMA vor Gericht gezogen gegen Suno, gegen das Programm, das da am meisten genutzt wird. Und hat auch recht gekriegt, weil die haben halt einfach mal testweise eingegeben, mach einen Song, der klingt wie Mambo No. 5. Ja. Und nur bei ein paar anderen Songs das ausprobiert. Und es war halt fast 1:1 dann, also wirklich sehr, sehr kopiert. Ja. Okay. Und das geht halt einfach nicht. Und klar, das verstehen viele Leute nicht, die denken sich dann, warum werden wir sie so gegen KI und so. Aber es ist halt nicht so schlau, sie selber als Menschheit irgendwie abzuschaffen. Ja, und irgendwie, also für mich ist Musik so was Emotionales und ich will ja da was hören, was jemand geschrieben hat, weil das bewegt hat oder weil der eine bestimmte Emotionen provozieren möchte, wie gute Laune, Partystimmung oder halt aber auch irgendwas Trauriges oder so. Und das möchte ich von einem Menschen und nicht von einer Maschine. Das finde ich. Ja, das ist halt traurig. voll krank, der Gedanke, dass diese Musik ja gerade echte Künstlerinnen und Künstler vom Markt verdrängt, weil es werden jeden Tag 75.000 KI-generierte Songs auf Spotify und so hochgeladen. Ach, Und wenn ich dann als Anja Bavaria einen Song hochlade, dann geht der natürlich ein bisschen unter im Algorithmus und so, weil sie die Streaming-Plattformen ja selber auch schon nicht mehr auskennen. Das heißt, ich als echte Musikerin verdiene dann weniger Geld, obwohl sie diese KI-Songs an meine Songs bedienen, illegalerweise. Ja. Also, die verdrängen echte Kunst, aber sie brauchen echte Kunst, weil sonst haben sie ja gar keine Inspiration, diese Programme. Es ist so krank eigentlich, wenn man das so runterbricht. Daher, jetzt das nicht, bringt keine KI-Songs raus. Das ist echt schlimm. Ja. Also, wenn man das zum Spaß hernimmt oder für irgendwelche Spaßprojekte, Jingles, keine Ahnung was, ist mir wurscht. Oder wenn du es selber nutzt, um noch kreativer dein Ding zu machen oder so. Aber wenn du echt komplett talentfrei bist und dann KI hernimmst, um irgendwelche Grafiken zu erstellen oder Musik und dir dann wieder größte Schöpfer vorkommst, sorry, das bist nicht. Das bist einfach nicht. Ich weiß, es tut weh, ich halte dann Flügel. Außerdem brauchen diese KI-Programme extrem viel Wasser. Generell so KI-Anfragen. Und Dres hat sich jetzt einmal über so KI einfach aufgeregt und hat dann gesagt, irgendwann werde ich mal, irgendwann wird es mal einen Krieg wegen Wasser geben und dann werde ich ganz traurig meine eigene Pässe saufen. Ja. Und da müsst ihr Andreas denken. Ja, da werde ich an das Liedl denken und mir denken, scheiße, warum nur? Ja. Genau, das zu dem. Aber ich möchte trotzdem noch ein Liedl nennen, das ich vor kurzem entdeckt habe.
Und Ja. zwar hat einer meiner Lieblingsrapper, ich weiß schon, ich glaube, es ist auch das falsche Publikum. Ich weiß nicht, wie viele Rap-Fans wir im Wellensittich-Schwarm haben, aber ich erzähle es euch trotzdem. Einer meiner Lieblingsrapper, Berkan heißt der, hat ein neues Album rausgebracht und da drauf ist ein Song, der heißt Es tut nicht mehr weh und der ist so, so schön. Hört euch den mal an, gefällt mir sehr gut. 10 von 10, meine Empfehlung. Dankeschön. Danke für diese Empfehlung. Anja, was ist denn der Song, den du als letztes entdeckt hast? Der ist zu 1000% nicht KI generiert. Also ich kann jetzt nicht garantieren, dass er nicht da irgendwo abgeschrieben hat, weil meine Vermutung ist ja, dass auch Komponisten früher voneinander abgeschrieben haben, weil ich erkenne oft mal in Arien auch sehr, 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 sehr deckungsgleiche Melodien wieder. Aha. Okay. Geht dann immer vor die Noten an, ha? Der Hund. Und zwar das letzte Lied, das ich entdeckt habe, ist eine Arie. Und die heißt Un pensiero nemico di pace. Na sicher. Wisst ihr Bescheid, von Georg Friedrich Händel. Das ist eine schmissige Arie, das ist was Fetziges, ein bisschen was zum Headbangen. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Dann zur nächsten, das letzte Frage. Und zwar, was ist denn das letzte Produkt, das ihr für euch entdeckt habt? Vreni, was ist das bei dir? Ich bin stolze Besitzerin eines Haarturbans. Also so ein Handtücher aus Mikrofaser, was man nach dem Haarwaschen hier sie um den Schädel macht, vorn einrollt und dann mit einem Gummi hintere da kann und hinten am Hinterkopf an einem Knopf diesen Gummi befestigen kann. Das liebe ich. So laufe ich jetzt immer rum nach dem Haarwaschen. Gefällt mir sehr. Da haben wir noch kein Foto davon gekriegt. Hallo. Nein, das ist traurig. In dem Beutel von heute früher war es zumindest mit drauf, das Handtuch. Hat das irgendeine besondere Form oder geht es da um den Knopf? Ja. Nein, das hat auch eine besondere Form, damit das halt genau um den Schädel passt. Und man es vorne eintragen kann. Also man tut seinen Schädel über den Kopf, alle Haare runter, dann tut man das Handtuch auf den Hinterkopf, es passt genau um deinen Schädel. Es ist nur ein bisschen länger und dann kannst du halt unten quasi deine Haare, die runterhängen, samt dem Handtuch eintragen. Und dann kannst du dieses eintragende Ding wiederum nach hinten klappen und an deinem Hinterkopf festmachen. Ja, verstehe. War das ein Geschenk oder bist du im Bock gestanden und hast gedacht, ich weiß nicht, wie ein Turban geht? Ich bin in der Drogerie gestanden und hab das hängen sehen und hab mir gedacht, geil, das ist alles, was ich immer braucht hab. Voll gut. Ich habe eigentlich gehofft, dass du das irgendwann mal bei mir sagst, aber okay. Oh. Kommt noch eine, kommt schon. Jetzt kriegt es mal mit, liebe Wellensittiche, dass sie mir auch ein bisschen warm hält, die ganzen Jahre. Ja. Und man muss sagen, in letzter Zeit gibt's bei mir ziemlich Gas. Also Tanja ist jetzt aktuell eher eifersüchtig, weil Verena und ich eine sehr Ja. heiße Beziehung haben gerade. Ja, aber weil Ja. du gerade auch viel gibst, Sabine, das bin ich normal nicht gewohnt von dir. Da tut's weh. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen droh bleiben. Auf meinem Stravanzer-Schriftzug tut's weh. Es ist nicht Oh. ein Stravanzer-Schriftzug, aber es ist von Stravanzer. Und zwar ist das Biergarteln-Shirt, das ich heute habe, von Erna. Ja. Und das mit einem Fragezeichen. Und deswegen da die euch fragen, liebe Chief-Wellensittiche, aber auch liebe Wellensittiche allgemein, wer möchte denn mit mir Biergarteln? So gerne. Am liebsten Ja, ein natürlich Frühschoppen, möchten wie wir. ihr wisst. Mit den Oh Biergatteln ja. am Vormittag. Gerne Frühschoppen. Ja. Ja. Das war sehr schön. Raspudalos macht einen Frühschoppen im September mit einem kleinen Konzert. Vielleicht sollte man da hingehen, wenn das noch nicht in unserem Urlaub ist. Müssen wir noch mal auschecken. Das war gut. Das war gut. Das war schön. Vielleicht dann auch mit dem Schwarm, dass der Schwarm dann auch kommt. Das war schön. Das war echt schön, ja. Naja. In diesem Sinne, danke Stravanzer für Sponsoren dieser Folge. Gefreut uns sehr. Merci. Merci. Checkt's doch mal die eine geilen Klamotten aus. Ich lieb's so sehr. Die sind einfach ein bisschen schwerer. Das mag ich. So, ich hab's Gefühl, es ist was Hochwertiges. Oh. Ich hab nicht nur das Gefühl, es ist auch so. Es wirkt nicht nur Strohdrum. Es ist Stroh. Oh Gott. Oh Gott.
Das zu dem. Ja. Res, was war das letzte Produkt, das du für die neu entdeckt hast? Sabine. Ja, Sabine. Ja, danke. Sie besteht halt sehr drauf. Ich habe tatsächlich jetzt anscheinend den Höhepunkt des Hausfrau-Daseins erreicht. In meinem Besitz befindet sich nämlich eine Edelstahlpfanne seit neuestem. Ich möchte keine Beschichtung mehr mitessen, dachte ich mir. Und ja, naja. Und ich habe jetzt eine Edelstahlpfanne. Das ist ein bisschen anders damit zum Kochen, aber ich bin so zufrieden damit. Es ist so geil, alles wird richtig schön knusprig. Die Pfanne ist so leicht sauber zu machen. Sie kann auch in den Geschirrspüler. Ja. Ja, ich mach's aktuell immer mit der Hand. Aber man kann es theoretisch auch in den Geschirrspüler tun. Was? Und Wieder das bei der Aussage waren vorher. halt einfach. Naja. Und das finde ich sehr schön. Ich liebe die Edelstahlpfanne aus vollstem Herzen. Sie war ein Geschenk. An der Stelle nochmal Dankeschön. Ja, doch. Bin ich Fan. Ja. Gibt's bei dir gut. was? Nein, im Repertoire. Was Ich möchte die Wellensittiche nur kurz erzählen, weil vor ein paar Folgen hat Sabine gesagt, dass das Geräusch von ihrer Spülmaschine, von dem Arm, der die Tür öffnet, dass sie das so fertig macht. Ja. Und sie hat uns das letzte Mal geschickt und ich hab irgendwie kurz nicht zugehört bei der Sprachnachricht, sodass ich nicht kapiert habe, dass das die Spülmaschine sein soll. Ich habe dann nur das Geräusch gehört, wie es sehr lang ging. Und dann nur gedacht, was ist das? Das ist ja abartig. Dann habe ich es mir nur mal angehört, um dann zu hören, ach so, das ist die Spülmaschine. Also es ist wirklich ein brutales Geräusch. Sie hat nicht übertrieben. Ja, danke. Eieieiei. Das letzte Produkt, das ich für mich neu entdeckt habe, ist was wahrscheinlich viele Leute kennen. Ich bin leider zu spät draufgekommen. Und zwar sind das mit die best investierten 40 Euro, die ich in letzter Zeit... Ich kann nicht mehr reden. Aua. Ja, bitte. Es tut Red voll weiter. weh. Ja. Ja, es hat sich irritiert, dafür Geld auszugeben, mein Gott. Und zwar für eine Filtermaschine, die einen Timer hat, der ich sagen kann, hey Freundin, ich stelle mir einen Wecker morgen auf 7 Uhr und war super, wenn du um 6.50 Uhr mir einen Kaffee machst. Und dann sagt die, alles klar, Anja, mach ich da. Und dann mach ich um 7 Uhr auf und es riecht schon nach Kaffee in meiner Bude. Also, Entschuldigung, aber so gern ich meine Siebträgermaschine mag, aber zwischendrin kommt jetzt auch der Filtersepp zum Einsatz, weil er einfach ein bisschen fürsorglicher ist. Dankeschön. Ich fühle mich besser behandelt vor dem. Naja, gut, sagt es meine Siebträger nicht. Na, bleibt unter uns. Es ist dann übrigens auch bald soweit. Res und Vreni kommen mal wieder zu mir. Juhu. Dann gibt's wieder Latte-Art bei Res. Freuen wir uns schon. Und scheiße. Sehr gut. Ja. Da wäre die zaubern, wäre die da. Vielen Dank euch. Ich hab noch ein paar, wir sagen das letzte Fragen, aber die müssen wir in einer anderen Folge schirmen. Haben wir wieder was gelernt übereinander und auch ihr, liebe Wellensittiche. Und wir interessieren uns natürlich auch, was bei euch das letzte jeweils war. Daher schreibt es doch gerne mal in die Kommentare innen rein. Und jetzt kommen wir zu einer schmissigen Runde. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da ich heute gern von euch wissen, beziehungsweise habt ihr das vorgeschlagen, daher dass es ihr anscheinend gern von mir wissen. Was sind denn für euch? Ich weiß nicht, warum ich das auf so einer Ebene gezogen habe. Aber was sind denn für euch die 3 besten versus die 3 schlimmsten Emojis? Vreni, was ist das bei dir? Ich fange an mit die 3 schlimmsten Emojis. Auf Platz 3 der schlimmsten Emojis für mich ist der Clown-Emoji. Ich finde den sehr unsympathisch. Er schaut richtig schier aus und ein bisschen gruselig.
man muss ihm zugute halten, dass er sehr gut funktioniert. Ich war mal ein bisschen in Rage und man schickt es ja auch gern Leute, deren Argumentation man so deppert findet, dass man gar nicht mehr dazu sagen kann. Und dann kriegt er ein Clown-Emoji. In diesem Internet innen drin in Kommentarspalten passiert das gelegentlich. Und da bin ich letztens mal ein bisschen ausgeflippt, weil da ging es um irgendeinen Post von der Colleen Fernandes und es ging um eine Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen und so. Und da haben sehr viel, Entschuldigung, Männer, sehr viel dazu zum Sagen gehabt, was ein bisschen deplatziert war. Unter diesem Post fand ich. Und dann habe ich angefangen, Clowns zu kommentieren. Und ich habe einfach nur Clowns kommentiert. Einfach immer nur einen Clown geschickt. Ich habe so viele Clowns kommentiert, dass mir ein Freund einen Screenshot geschickt hat und gesagt hat, hey Vreni, bist du gehackt worden, weil da sind lauter Kommentare von dir unter dem Post. Nein, das war Absicht. Ich war in Rage. Du warst Und es sauer, war aber ja. so geil, weil auf diesen Clown-Kommentar hin haben diese Menschen sich in Rage geschrieben. Romane sind da zurückgekommen. Sie haben sich angegriffen gefühlt, haben argumentiert gegen Angriffe, die angeblich von mir gekommen sind. Von mir kam nur ein Clown, sonst nichts. Und sie haben gesagt, also dann bin ich jetzt nur weil ich und ich habe mir immer gedacht, Herbert, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur einen Clown geschickt. Also die Funktion von diesem Emoji ist wunderbar. Müssen wir ausprobieren, macht sehr viel Spaß. Aber ich mag ihn ehrlich gesagt trotzdem nicht. Also eigentlich nehme ich ihn nicht her. Es war ein einmaliger Ausflug. Okay. Schön. Dann auf Platz 2 der schlimmsten Emojis für mich ist dieser Emoji, der seine beiden Augen in verschiedene Richtungen dreht und dabei seine Zungen ausstreckt. So. Okay. Macht's einen Screenshot gleich. Danke. Das finde ich passt. so schlimm. Weil der einfach ausschaut wie Volldepp. Das regt mir auf, wenn den wer schickt. Das kann ich nicht. Hey, wir schauen auch regelmäßig aus wie Volldepp. Wir haben gedacht, du Nicht liebst so. uns. Nicht so. Nicht so. Ihr seid lustige Volldeppen und es ist wirklich ein Volldepp. Ja. Und auf Platz 1 der allerschlimmsten Emojis für mich ist der schräge Lach-Emoji. Und ich nehme gar nichts zurück. Der macht mich so krass aggressiv, weil den nur Menschen verwenden, die unlustiger nicht sein kannten. Okay, ich muss mich kurz entschuldigen. Also an meine beiden sehr guten Freundinnen Lena und Isabella, ich hab euch echt gern, ich find euch sauwitzig, aber bitte jetzt auf diesen Drecks-Emoji zu benutzen. Das machen nur Boomer und unlustige Leute benutzen den. Ich kann nicht. Es macht mich aggressiv und meistens finde ich es nicht lustig, wenn ich den Sieg ist bei mir da offen aus, finde ich nicht lustig. Kann der Witz noch so lustig sein, ich finde ihn nicht mehr lustig. Geh weg. Da ist Hass dahinter. Da ist Hass viel Hass dahinter. Ja, finde ich gut. Pack ich gar nicht. Sehr gut. Pack ich gar nicht. Weil den aber auch immer so, ja, also Internetleute verwenden, die dann eben einfach nicht lustig sind. Und das macht mich sauer. Ja. Macht mich so sauer. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe den nie benutzt, aber irgendwie fühle ich mich jetzt geschimpft. Ich wollte genau dasselbe sagen. Ich habe den Emoji, ich benutze den auch nicht, aber jetzt habe ich es gerade, ich denke mal so, hör auf damit. Es tut mir leid. Aber was sind denn die besten Emojis für die? Ja, lasst uns über die besten Sagst Emojis reden. du, wie gut ich es Ja. kann? Super. Auf Platz 3 der besten Emojis für mich ist dieser Emoji, der so wegschmulzt. Den mag ich gern. Ja. Das ist so, wenn einem halt irgendein Kack passiert oder so, oh, dann tust du halt den Ja. Emoji hier. Ich glaube, wir Der- verwenden den auch oft falsch. Ja, das ist ja das. Es Warum? gibt bei Emojis ja kein richtig und kein falsch, weil sie die Bedeutung ja mit der Benutzung verändert. Wie wir im Studium gelernt haben. Kurzer Wissenschaftsausflug. Ja. So, sehr Oh Gott, da fällt mir auf, dass ich meine Masterarbeit über Emojis geschrieben habe. Ja, Ja, gut, danke, das fürs über Erklären. Emojis in der Unternehmenskommunikation. Naja, da hat der Professor damals gedacht, dass ich, als ich ihm das gesagt habe, dass niemand mit mir reden werden wollte. Also er hat immer gesagt, ja, ich hätte so BMW und so anfragen und habe nur große Namen genannt.
Na, hat er gesagt, ja, also die Interviews werde ich eher nicht kriegen. Naja, Und? Hast du das gekriegt? Naja. alle habe ich es gekriegt, alle. Alle hast du gekriegt. Außer vor Audi. Möchte ich hier schämen. Audi, was ist los mit euch? Oh nein, ich nehme alles zurück. Oh Gott, ich habe nichts gegen Audi gesagt. Die haben aber zu einer Verteidigung eine Absage mit sehr vielen Emojis bestückt. Habe ich ein bisschen lustig gefunden. Okay. Süß. Okay, ja, das ist nett. Na Wir gut. schneiden den Knipp jetzt einfach nur eine, dass der Resoske Audi gesagt hat. Ja, das machen wir. Der geht viral. Danke, das. Danke. Brauchen wir wieder ein paar Löschzüge, um das Internet wieder zu löschen, das der so zünden hat. Ja. Vor allem, ich mache das ja nie mit Absicht. Naja, ist egal. Reden wir weiter. Ja. Es macht nichts. Die Wellensittiche wissen es. Es sind ja die Nicht-Wellensittiche, die sie aufführen. Naja, Friedi, wie geht's weiter, der Liste? auf Platz 2 der besten Emojis für mich ist der Kicher-Emoji, der so seine Hand vorhält. Der ist so, den finde ich irgendwie witzig. Der ist so, hihi. Ich hab den gar nicht. Die Anja vor schaut mir. gerade so, die hat gerade so einen Gesichtsausdruck, als war da bei ihrer schlimmsten Liste drauf. Na, ich habe einfach einen Rübser gerade sehr leise hinter meiner Hand gelassen und so da soll ich das Emoji nachmachen. So viel Ausdrucksungen in dieser Folge. Hat einwandfrei funktioniert. Einwandfrei. vor allem. Ja. Krass. Ja, Ich kann ja. das liegt am Paulaner Spezi. Tja, Paulana, was tut sie da rein? Hier, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Und zwar Wir sagen's sehr bloß. ungerne Werbung. Sehr ungern, ja. Sehr ungern. Naja, auf Platz 1 der besten Emojis für mich ist der Grinse-Emoji, der so richtig breit grinst, so mit so... Hä? Der Mit so grinst Dachelaugen. breit und hat so Dachelaugen, ja genau. Den schickst du doch So. gar nicht. Also du schickst da auch- den Kicher-Emoji nie. Also ich weiß nicht, mit wem du dann so eine gute Zeit hast, weil mit uns anscheinend ja nicht. Tja, so gleich nicht. Okay. Oh, okay. 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 Ja, gut. Sabine. Ja, Gehen wir zu dir. okay. Ich fange an mit die 3 schlimmsten Emojis in meinem Herzen innen drin. Auf Platz 3 ist tatsächlich auch dieser schräge tränenlachende Emoji, den kann ich nicht leiden. Das ist für mich der South Park Emoji. Ich finde, Leute, die einen South Park Humor haben, jetzt. Ich spüre, wie es gliert als Feier. Also, Anja, fühl dich du nicht angesprochen, aber Leute, Ich die fühle so, mich sowas von angesprochen. ich mag diesen South Park Humor nicht und ich habe das Gefühl, dass Leute, die den mögen, diesen Emoji auch benutzen werden. Tendenziell. Lena, Isabella, gibt's mal Bescheid, ob ihr einen South Park Humor habt? Danke. Okay, gut, schnell weiter, bevor hier, Ich raus komplett aus, ja. bitte nicht. Auf Platz 2 der schlimmsten Emojis in meiner Welt ist der Daumen hoch Emoji. Hasse ich. Das ist die Antwort, die man so von Vätern kriegt, wenn man Ja. schreibt, Papa, Ich bin verlobt. ja, Daumen hoch. Ich hab ein Kind gekriegt. Wir haben entscheiden lassen. Ja. Und ich mag das nicht. Also, Daumen hoch. Den kriegt man von mir höchstens, wenn ich irgendwie auf eine WhatsApp-Nachricht reagiere und gerade aber keine Zeit habe, einen anderen Emoji rauszusuchen, aber sagen möchte, ja, passt so für mich, dann kriegt man vielleicht einmal so eine Daumen hoch Reaktion, aber eigentlich Eigentlich mag nicht. ich nicht. Na. Und dann kommen wir zu Platz 1, der Ich schlimmste weiß. Ich Emoji. glaube, ich schlimmste weiß Emoji aller auch. Bin mir aber Zeiten. nicht sicher. Kind's es erraten. Wisst ihr vielleicht, welcher Emoji das ist bei mir? Es wird ungefähr seit 10 Jahren erwähnt, dass du den hast. So lange kennen wir uns noch gar nicht. Ja, stimmt. Seit 2 Monaten wird's erwähnt. Ja. Seit 2 Monaten, wo wir die kennen. Ich hasse den Zwinker-Emoji. Und zwar nicht den Hey Puppe Zwinker-Emoji, sondern den, wo das eine Auge offen ist und das andere ein Strich
und der so lacht. Wir blenden sowieso die Emojis ein, ihr könnt es euch dann anschauen. Ich hasse den. Der transportiert für mich so eine passiv-aggressive Aura und das Schreiben, den benutzen Leute auch nur bei solchen Aussagen so. Nicht immer. Ach so, dann hast du jetzt also das rausgefunden, was ich dir eh schon gesagt habe. So, ich hasse den. Das macht mich so sauer. Das hat mich früher schon sauer gemacht, als es noch keine so richtigen Emojis gab, als man halt nur mit der Tastatur Strichpunkt, Klammer zu geschrieben hat. Da war ich schon immer so, was, Strichpunkt, Klammer zu? Ist meine Mutter beleidigt gerade? Haben wir ein Problem, wir zwei? Also, stinksauer macht mich der. Ich hasse den. Wenn ich den krieg, bin ich sofort auf 180. Gut. Oh, na, am Ende. Ich möchte jetzt über die China-Emojis reden. Da gibt's nämlich sehr viel. Schickt's mir bitte nie einen Zwinkersmiley, weil ich dreh durch. Ich schlag. Ich muss bei Kissen boxen oder so. Ich wirklich stinksauer. Okay. Kommen wir zu den 3 besten Emojis auf der ganzen weiten Welt. Auf Platz 3. Auf Platz 3 ist dieser... Kannst du das bitte drin lassen? Schau gerade. Ich habe schon wieder Notizen gemacht, die ich nicht mehr lesen kann. Das ist ein bisschen ein Problem. Das liebe ich. Auf Platz 3 ist dieser Kuss-Emoji, der so die Augen offen hat, aber so ein Duckface macht. Den liebe ich, den benutze ich sehr gerne in Kombination mit dem Peace-Zeichen. So, ich habe nichts Den kriegen angestellt. wir ja nie, nur falls ihr gefragt habt. Den habe ich erst letztens in unseren Gruppenchat geschickt. Ja, suche ich raus, den Screenshot. Blende ich hier ein. Auf Platz 2 der besten Emojis in meinem Herzen ist der Glitzer-Emoji. Die 3 Sparkles, die gelben, goldenen, den liebe ich sehr, den benutze ich gern und häufig. Genauso wie Platz 1, den allerbesten Emoji auf der ganzen weiten Welt. Es ist der mit dem Partyhütchen und der Partytröte. Das ist de facto, objektiv betrachtet, der beste Emoji, den es gibt. Ist leider so. Ja. Ich bin gerade ein bisschen traurig, Warum? weil du einen Emoji so oft benutzt, den ich so sehr liebe und ich Ja. von dir hab, dass mein du den Gott. Ja. benutzt. Und ich war Ja. mir sicher, Du bist es die wird einzige deine Nummer Person. 1 sein. Oh mein Ja, Gott. du hast vergessen. Ich habe noch vergessen. Okay, dann hier als Honorable Menschen. Weil er Natürlich über bist allem du. steht, deswegen. Ja, richtig. Der Ja. ist außer Konkurrenz. Ja. Es ist der dunkle Mond. Mit Der Gesicht. runde, dunkle Mond mit dem Gesicht. Und den Ja. benutzt man so als, also, so Ja, als wenn man was ein meine ich bisschen ironisch meint. Ja, Ja. ja, So das schelmisch. ist quasi in der Internetsprache war das der Kappa oder der Doppelpunkt Dachal, Klammer zu, der Nasen-Emoji. Also es ist halt einfach so, um klar zu machen, hihi, haha, das ist ein Witz. Und das meine ich nicht so ganz ernst. Da benutze ich gerne den Mund, weil der schaut genauso, so ein bisschen schelmisch und so ein bisschen witzleck gemacht. Okay, gut. Das nur noch hinzugefügt. Anja, was sind deine schlimmsten und besten Emojis? Ich fange auch an mit die 3 schlimmsten Emojis in meiner Welt innen drin. In meiner Tastatur innen drin. Und zwar auf Platz 3 ist es dieser Totenkopf, der so lacht. Ich weiß, den nutzt die Jugend für das ist lustig. Ja. Ja. Ich weiß nicht warum, er holt mich nicht ab. Vielleicht bin ich jetzt auch schon so wie meine Mama, die mich früher geschimpft hat, weil ich ständig Sachen haben wollte als Teenager, wo Totenköpfe drauf sind. Vielleicht mag ich das jetzt auch nicht mehr. Ist es nicht schön, sowas auf einem T-Shirt zu haben? Ja. Ich weiß nicht, warum meine Mama gerade so geredet hat wie deine. So ein bisschen Hochdeutsch, aber Das weiß ich auch nicht. auf Platz 2, wer hätte es geahnt, es ist so als Mama befreundet, ist dieser schräge Lach-Emoji. Und ganz ehrlich, liebe Wellensittich, ich merk's, wir merken's. Es war jetzt schon konsequent für euch, wenn ihr den die ganze Zeit bei uns drunter kommentiert. Ich verstehe es, wenn ihr jetzt das Bedürfnis dazu habt. Oh, Ja. ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Aber braucht euch ja nicht wundern, wenn es mal einschlagt. Ja. Braucht euch nicht wundern, wenn dann die Nachrichtenanfragen wirklich unbeantwortet bleiben. Das Auf tut Platz, mir 1 der leid. Auf Platz 1 der schlimmsten Emojis ist für mich die Rose, die man gern mal vor dem Herbert kriegt.
bei irgendeinem Kompliment oder so, oder darf man dich mal kennenlernen, dann die Rose dahinter, dann denke ich mir immer so, hör auf, mir virtuell Blumen zu schenken. Nein. Stopp. Dann gehen wir zu den besten Emojis in meiner Tastatur innen drin. Und da habe ich mich überhaupt nicht entscheiden können, weil ich habe meine Masterarbeit über Emojis geschrieben, dann werde ich es wohl ermengen. Ja, ich mag Emojis sehr, sehr gern. Ist mir auch wurscht, ob ich dadurch ein Boomer bin oder so. Gut, ich schreibe jetzt keine 10 Emoji-Ketten, aber selbst das Schon eigentlich. bringt mir ja immer wieder zum Lachen, wenn das jemand macht, auf eine Art. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, sich da zu entscheiden. Ich habe jetzt halt auf Platz 3 ein Emoji, den ich nicht oft hernehme, aber für den ich sehr, sehr, sehr viel Liebe empfinde. Und zwar ist es das kleine Bibal, das so schräg aus seinem Ei rausschaut. Das Oh grad ja. geschlüpft ist. Ja, das ist süß. Das schreibe ich oft, wenn ich süß sein möchte. Ja. Auf Platz 2, und das ist auch hier auf diesem Stravanzerschwert hinten drauf, so halbert. Ich glaube, ich komme nicht dran, Nein. weil ich verkabelt bin. Au. Oh, es hat knackst. Au. Es sind die 2 Bierkrüge, die anprosten. Das nehme ich sehr oft her. Sehr gerne. Und auf Platz 1, das ist mein absolutes Lieblings-Emoji, das nehme ich manchmal auch nur zur Begrüßung her. Und ich liebe Leute, die dann auch mit diesem Emoji antworten, weil dann wissen wir sind auf einer Wellenlänge. Und zwar sind das einfach nur die 2 Augen. Ah, Das ja. nehme ich sehr, sehr oft her. Die mag ich auch gern. Ich weiß gar nicht, was die genau aussagen, aber ich mag's einfach. Das ist mein Favorit. Ja, die bin Die ich schauen auch mal. gern. Doch, ja. Schauen wir mal. Intensiv. Schaut's. Ach ja, wem wir uns auch immer wieder gern anschauen oder zumindest seine oder ihre Nachrichten und Kommentare ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, lasst mich ran, ihr seid so dermaßen aufgeregt, oder? Euer kleines Herzchen in der Brust, es schlagt ganz schnell. Eure Flügel flattern, denn jetzt kommt raus. Wer ist diese Woche der neue Wellensittich der Woche? Und zwar, es ist der Andreas, die geile Sau. Weil der Andreas flattert nahezu täglich bei uns eine in Instagram, auf TikTok, auf Spotify. Er ist überall am Start, überall, wo ich reinschaue, wo ich hier Nachrichtenanfragen mal vor der Race lies, ist er dabei. Und deswegen, Andreas, bist du diese Woche unser Wellensittich der Woche. Wir schreiben dir eine Nachricht und dann schreibst du uns deine Adresse und dann macht sich ein kleiner Briefsittich auf den Weg zu dir, flatter, flatter, und bringt dir ein nettes Geschenklein vorbei. Juhu. Merci für deinen Support. Dankeschön. Danke. Ja, Freunde, es war doch wieder nur schön mit euch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Lieben Dank an die Wellensittiche für eure Zeit. Und falls irgendjemand weiß, wie man die Tasten vor dem Keyboard wieder weiß kriegt, wenn das irgendjemand schon mal ausprobiert hat, im Hintergrund habe ich da sowas stehen, mit sehr gelben Tasten, der schreibe mir doch mal eine privat-persönliche Nachricht, danke. Und ich möchte hier nicht, ich hab's für die googelt, sondern ich möchte wirklich Erfahrungsberichte, weil googeln kann ich selber, aber ob das dann auch wirklich funktioniert, was da drin steht, Naja, du wirkst ja strohdumm, da weiß man nicht, ob du googeln kannst. Das ist natürlich auch wahr. Aber ich wirke nicht mehr so strohdumm, weil ich bin inzwischen braunhaarig, gell? So. Also Ja, ja, die Blondinenwitze, die funktionieren jetzt hier gar nicht mehr. Schade. ist besser Sonst hat geworden. natürlich schon funktioniert. Kannst nichts sagen. Naja. Also nachher. Naja, Gut. Bis Gell? nächste Woche. Mhm. Servus. Für euch. ihr habt's nicht, es kam kein, folgt uns auf bla bla bla. Jetzt Das haben wir kann doch der am eine Mensch Anfang nicht schon mehr gemacht. Na, ohne Folgen. Jetzt kann der eine Mensch nicht mehr schlafen, Achso, okay. der mal drauf wartet. Leid. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok. Hört unseren Podcast überall auf alle Plattformen. Wenn ihr ihn auf Spotify schon gehört habt, ladet euch noch eine andere App runter. Hört euch Ja. da auch an. Schreibt Ja. einen Kommentar unter das YouTube-Video. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Abonniert der Anja ihren YouTube-Kanal. Und lasst Hate-Kommentare auf Facebook da. Danke.
Das auch sehr gern. Aber auch sehr gern nette Kommentare. Und schreibt Ja, aber uns nette Kommentare. weiter Nachrichten, damit ich was zum Einschlafen, zum Lesen habe. Und sorry nochmal, falls ich euch nicht geantwortet habe. Servus. Es ist doch nicht zu viel verlangt, pfiat euch! Servus. Also na, sowas hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt.